Eine Gruppe von 10 Marineschiffen aus China und Russland segelte am Montag durch eine Meerenge, die Japans Hauptinsel und seine nördliche Insel Hokkaido trennt, sagte die japanische Regierung und fügte hinzu, dass sie solche Aktivitäten genau beobachte. Der erste Präsident des unabhängigen Bosnien und Herzegowina, Izetbegović, wurde an seinem Grab zu seinem 18. Todestag in Sarajevo geehrt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seine Osteuropa-Reise begonnen und ist auf seiner ersten Station in der Ukraine mit einer Militärparade in Kiew empfangen worden. Austin wird auch noch nach Georgien und Rumänien reisen, um den 3 Ländern den Rückhalt der USA zu versichern. Der russische Außenminister Lawrow sagte im Vorfeld über Verhandlungen mit den Taliban in Moskau, dass Russland vorerst die Taliban offiziell nicht anerkennen werde. Sobald sie eine Regierung haben und ihre Versprechen erfüllen, könnte sich diese Meinung ändern. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die Energieminister Griechenlands und Ägyptens in Athen unterzeichnet. Wie die griechische Regierung weiter mitteilte, werde nach Fertigstellung des Kabels Strom aus Ägypten zunächst nach Zypern und danach nach Kreta und damit in die EU geleitet werden. Ab November setzt Russland seine Mission bei der NATO in Brüssel aus. Der Kreml reagiert damit auf die Entscheidung des Bündnisses, russischen Diplomaten wegen Spionageverdachts die Akkreditierung zu entziehen. In Südkorea wurde eine Verteidigungsmesse eröffnet, in Nordkorea währenddessen erneut Raketentests durchgeführt. Nach südkoreanischen Angaben schoss das Land ein Projektil in Richtung Meer. Im Rahmen seiner Afrikareise flog Erdogan nach Angola, nun nach Togo. Erdogan wurde in der Hauptstadt Togos offiziell empfangen.